Richtig, die CSU will ja verbieten, dass man zu Hause eine andere Sprache als Deutsch spricht, ne? Ja. Wegen der Integration. Das sagen die Bayern, ne? Ha! Da krieg ich eine Krawatte, hör mal. Die Bayern mit ihrer Sprache, die keine Sau in Deutschland versteht, ne? Ja! Dieses Geh Huber. Geh Huber, schafft Huber, geh Huber. Ich verstehe nichts, ich verstehe gar nichts. Mir ist an mir gedrisselt, oder krieg ich einen Hals. Das sage ich schon seit Jahren. Bayern hat sich nicht integriert, also Bayern raus aus der EU. Weg mit denen. Ja, sicher. Sind wir ehrlich, das Bundesland braucht keiner. Bayern raus, Mallorca rein, so. Da müssen wir uns auch nicht mehr um deren komische Vorschläge kümmern. Hier, das Gedrisse mit der Maut, was soll das denn? Ah, die Maut, jetzt kommt die Maut, ist doch toll. Ne? Ja, toll. Super, hätte Dobrindt eine Coming Maut gehabt, ne? Das versteht doch auch keine Sau. Kommt jetzt die Maut? Ja, aber die kommt, aber nur für Ausländer. Ja, wie soll das denn funktionieren? Rechnet sich das überhaupt? Ich meine, es fahren doch nur 7% ausländische Autos in Deutschland. Ja, so richtig rechnet sich das nicht. Aber die haben das der CSU quasi versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Wie willst du das denn überhaupt machen mit dem Geld eintreiben? Das ist doch umständlich. Ja, aber es gibt im Moment ja nur eine einzige Stelle in ganz Deutschland, wo du problemlos quasi im Vorbeilaufen könntest du das Geld bei den Autofahrern kassieren, das ist bei uns in Köln auf der Zoobrücke. Stimmt. Ne? Da stehst du ja stundenlang mittlerweile, ne? Ich habe neulich von Nippes nach Deutz 60 Minuten gebraucht und das war schon Rekordzeit. Ne? Ja, wenn ich meine Eltern auf der Schelsig besuche, dann packe ich mittlerweile Proviant für eine Woche ein. Weiß ja nie, wie lange du da stehst. Hör mal, wenn die jetzt auch noch die Leverkusener Brücke abreißen, hör mal, dann ist doch die rechte Rheinseite komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Ach. Ist doch fürchterlich! Nein, die öselige rechte Rheinseite wäre komplett abgeschnitten von der Außenwelt, ist klar. Die wären nur noch zu versorgen über so eine Luftbrücke. Und wir müssten also täglich Met-Pakete abwerfen da drüben. Aber das wäre doch fürchterlich für die armen Leute, die da leben auf der rechten Seite. Die Sicker. Stell dir mal vor, die würden doch dann traurig werden. Dann würden die hier zu uns rüber flüchten kommen oder was? Ne, die würden dann hier rübergeschwommen kommen und dann würden die hier so angetrieben auf ihren Flößen. Und dann müssten wir die hier aufnehmen. Bah! Ja, das will ja keiner. Nee. Ne? Ich meine, die Schelsig-Sicker will keiner haben, muss man sich klar machen. Die sind latent aggressiv. Bisschen. Ne? Ja. Und 3, 4 sind da, sagt man. Sagt man. Und man sagt ja auch, die meisten von denen tun sich nicht so regelmäßig waschen. Ne? Hab ich auch gehört. Ja. Ist nicht schön. Ja, da müsste dann jedes Fädel müsste dann eine gewisse Anzahl von Schelsicern aufnehmen. Ne? Ja, klar. Jedes Fädel nimmt eine gewisse Anzahl auf, muss Schälsicker in seinem Fädel unterbringen. Und dann würden die in so Turnhallen leben oder was? Das ist doch fürchterlich, Herr Bürger, aber dann sinkt doch auch meine Immobilie im Preis, wenn da so ein Schelsickerheim davor gebaut wird. Das muss man doch mal sagen dürfen. Ja, das ist klar, aber es soll ja auch bei den Schälsickern ganz gebildete Menschen geben. Ne? Da sind 3, 4 Ärzte dabei und Lehrer und so, ne? Ja. Habe ich auch gehört. Ach, die sind heute Abend ja, auch hier. Leute, wir haben doch nichts gegen Schälsicker. Aber die wandern hier doch nur in das Sozialsysteme ein, das ist doch so. Muss man doch mal hier, also. Muss man sagen, das sind reine Wirtschaftsflüchtlinge. Absolut. Ja. Man könnte natürlich jetzt schon prophylaktisch eine Protestbewegung an den Start bringen gegen die Schälsicker, sag ich mal. Ja, aber friedlich. Friedlich, wir sind friedlich. Nur spazieren, ne? Nur spazieren, da muss aber einen ganz schmissigen Namen haben, Herr Böhr. Ganz schmissig. Ja, hab ich was. Pass auf, das Ganze kann heißen: besoffene Karnevalisten gegen die Schälsickisierung des rheinischen Auenlandes. Schön. Das ist schön. Das ist schön. Kann man auch schön abkürzen, Herr Bürger. Ja. Nee. Das klingt, tut mir leid, nee, das sind zu viele Konsonanten, das ist scheiße. Das haut nicht hin, ne? Das hat die Pegida natürlich schlauer gemacht, ne? Mit der Abkürzung. Meinst du? Ich weiß es nicht. Pegida, ich finde, das klingt ekelig, oder? Das klingt wie irgendwas Verschreibungspflichtiges. So. Ich hab da direkt, das klingt wie ein Medikament, ne? Irgendwas gegen Scheidenpilz oder so.
Pegida gegen Jucken und Brennen im Schritt. Damit sie auch morgen noch kraftvoll spazieren können. So, das klingt irgendwie... Nee, Pegida ist wirklich schlimm. Als ich das erste Mal in der Zeitung gelesen habe, die Abkürzung, habe ich direkt so gedacht, das wäre die Gewerkschaft der Pornodarsteller. Ne? Könnte auch sein, ja. Das sind ja die klaren Gewinner, seit es den Mindestlohn von 8,50 Euro gibt. Ne? Da klingelt auch bei denen schön die Kasse. Ja, und wir haben uns dem natürlich angeschlossen. Wir sind ja keine Schweinebeutel. Wir zahlen seit diesem Jahr auch unserem Orchester den Mindestlohn von 8,50 Euro. Und zwar pro Abend, Freunde.